Abwehrfeuer auf die 6. Alle Rerolls haben. Ist Tau Abwehrfeuer immer noch so brutal wie zuvor? Einmal gesetzt. Aber die haben alle Reroll von Shadows an. Wir haben jetzt beide kein Gehör mehr, aber das braucht man ja nicht zum Warhammer spielen. Dann Vor allem nicht, wenn man ihn anhören muss. Spaß. Nein, ihr habt im Titel gelesen, wir haben neue Sachen, die wir heute spielen. Eine ganze Menge neue Sachen. Und Neue zwar Chaos Space Marines. Neue Chaos Space Marine. Neuer Codex für die. Nein, noch nicht, leider. Neue Tau. Neue Tau. Mit einem Codex. Mit neuem Codex. Auf das seid ihr wahrscheinlich am meisten gespannt. Und, was haben wir noch? Neue Mission. Neue Missionen. Chapter Approved Mission. Nachtmond. Season Nachtmond, oder so heißt das jetzt. Genau. Ja, also wir haben billigere Chaos Space Marine, neuen Codex Tau und neue Mission. Schauen wir mal, was wir da haben. Let's go. Let's go, genau. So, ja. Wir haben hier 1000 Punkte, Tau-Sept, Tau. Neuer Codex. Wahrscheinlich das erste Video auf Deutsch auf YouTube mit dem neuen Codex. Kann sein. Wenn ihr ein anderes findet, schreibt es in die Kommentare. Was hast du dabei? Wir haben Shadow Sun dabei. Ja. Sie ist ein Supreme Commander, aber hier Ja. einfach als Haku dabei. Ja. Sie gibt eine Intercept, eine 12er Bubble mit einer Trefferwürfel wieder oben für nice. Core Aha. und einer Core Units alle Trefferwürfel wieder oben. Stark. Ist gut. Sie Ja. hat ein bisschen bessere Waffen, ist ein bisschen tankier, Ja. aber sonst recht ähnlich. Aha. Dann in den Troops haben wir 10 Breacher, 10 Breacher. weil die können nur noch 10 sein. Ah, Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob Drohnen wirklich gut sind daran, weil Ja. jetzt sind es 12 das für stimmt. Blast. Ja. Aber ja, sind Ja. gut. Ich finde sie geil. Aha. Mit zum Beispiel mal alle Trefferwürfe wiederholen, dann in 8 Zoll, 1 CP, alle Wunden wiederholen Aha. und zack, ist alles weg. Nice. Cover bekommen sie dann auch noch irgendwo. Pretty good. Dann die zweite Troop Choice. Ja, da Da haben hätten wir noch ein Strike-Team dabei. ja, die auch 10 sein müssen. Ja, da hätte ich gerne nur 5, aber 10 tun es auch. Ja. Dann haben wir noch Auch 10. auch 10. Pathfinders. Mit neuen Marker-Light-Regeln, Mit neuen die ihr Markern. am Anfang des Videos bald sehen werdet. Ja, und ein paar Spezialwaffen. 2 Ja. Rare Rifles, die neu wirklich noch reinhauen mit Mhm. 8 -4-3 und einem Mortal Wound, wenn sie wunden. Pretty good. Tut weh. Ist ja fast wie ein Hammerhead in klein. Ist ein Hammerhead. Ja. Und noch der lustige Hahn hier Aha. mit einem Granatwerfer. Ja, was macht der? 6 -1, 3. Auch 3. So eine Crack Grenade Ja. auf Steroiden. Aha. Ziemlich. Oder 3 -nix 1. Aha. Macht eine Mortal Wound, wenn es ein Fahrzeug verwundet. Und wenn es kein Titanic-Fahrzeug ist, bekommt es halbe Tabelle. Auch ziemlich gut. Ist noch gut. Ja, was haben wir hier? Der No-Show des neuen Kodexes hat eine geile neue Sonderregel, dass Ja. du nicht auf ihn schießen kannst, wenn er genug weit weg ist. Dafür ist es sonst kacke. Der Flare Launcher Was macht der Flare Launcher? gibt einen 5er Feel No Pain gegen Ranged Waffen, die Stärke 7 oder höher sind. Hört sich aber nicht Gut. schlecht an. Und was haben wir hier drüben? Den Core, Ja. wir haben hier 3 Krisis mit 2 Markerdrohnen. Aha. Die haben alle die neue Burst Cannon mit 2 Ja. Schuss mehr. Ziemlich gut. Den neuen Flamer mit 2 Schuss mehr. Ziemlich gut. Oder besser gesagt 2 Treffer mehr. Ja. Dann einer hat noch ein AFP, Aha. eine Airburst Fragmentation Projector. Ja. Das ist einfach ein bisschen out of line of sight. Ja. Shooting, Kann der man auch immer gut gegen gebrauchen. Horde ist. Vor allem wegen einem Wundercast Space Marines. Das ist ein Leitdeckung. Dann Dann. haben wir einmal das Upgrade dabei, dass ich den Schaden zu 1 machen kann. Nice. Haben wir einmal dabei auf 5 plus Abwehrfeuer geben und Immer gut. 0 CP Abwehrfeuer als Radar geben. Ja. Und dann haben wir noch einen Schildgenerator dabei, Aha. eine Iridium Armor und zweimal noch Also Multitracker. eine Menge Good Stuff. Genau. Ja. Und dann der Kommen wir zu dem Modell, das alle kennen. alle lieben. Vor allem diese Waffe wissen mittlerweile wahrscheinlich alle ihr Profil. Haben es alle irgendwo gelesen. Und die es nicht kennen, werden es ziemlich bald kennenlernen. Weil wir zeigen euch definitiv, wie diese Waffe abgehen wird in diesem Spiel. Und das wird sie. Ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich werde dich erschießen mit meinen Boltpistolen. Du hast wahrscheinlich nicht mehr genug Schuss, um ihn umzulegen. Ja, das war die Liste. 1000 Punkte, 1000. Und was die Chaos Space Marines dabei haben, sehen wir gleich. So, du Lump.
Ja, wir sind hier bei 2000 Punkte Chaos Space Marines. Nein, sieht vielleicht aus, hätten sie 2 Wunden nach 2000 Punkte Chaos Space Marines, aber es sind 1000 Punkte. sind 1000 und eine Punkte Wunde. Creatures of Bile, weil Bile hat die Nightlords rekrutiert, darum sind die auch alle Nightlords. Aber wir Also, spielen sie als Creature of Bile, genau. Ja, wir beginnen auch gleich beim HQ. Da haben wir Fabius Bile persönlich, der muss Warlord sein. Ja. Und man muss ihn auch spielen. Sein Warlord ist leider Garbage. Ja. Irgendetwas mit Moral in 6 Zoll. Irrelevant. Irrelevant. Dann haben wir einer, der gar nichts bekommen hat, aber einfach ein guter Beatstick ist, nämlich der Master of Execution. Und dann haben wir hier den Chaos-Lord mit Jump Pack und Doppel-E-Klaue für mit der Relic Dämonenwaffe für W6 Bonusattacken, außer bei einer 1-Star kassiert es. Schaden 2. Und Schaden 2, ja. Ziemlich gut. Und dann hier hinten nicht HQ, aber auch noch dabei als Charakter ein Greater Possess, der auf Stärke 8 mit dem Elixir Relic kommt. Und auf 7 Angriffe, auch ziemlich gut. Ja, das macht Ja. Dann hier 3x5 Chaos Space Marines. 2 Trupps haben ein Icon of Access drin für 5+ Death to the False Emperor. Und der Sarge hat jeweils 2 E-Klauen. Nice. Dann hier hinten im Elite-Slot 5 Kornberserker. Ja, alle mit Kettenschwerter. Mit Creature of Bile kommen die auf Stärke 6, was oft noch nützlich ist. Dann hier haben wir 5 Possessed, weil die einzigen sind, die 2 Leben haben im Chaos Space Marine Codex von den Infanterieeinheiten. Ja. Dann hier drüben noch im Elite-Slot 5 Chosen. Der Sarge hat eine E-Klaue und alle haben Bolter und Kettenschwert. Einfach für etwas noch mehr Angriffe. Oh. Ja. Und dann hier hinten haben wir noch 5 Warp Talents. Sind auch billiger geworden. Der ganze Trupp hier, nur 5 Modelle, sind 15 Punkte billiger geworden. Nicht schlecht. Ja. Die ganze Liste selbst ist 45 Punkte billiger geworden mit dem neuen Chapter Approved. Ziemlich cool. Hier haben wir noch einen Rhino, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Wie könnte man den getarnt übersehen? Genau. Ja, das ist meine Liste. Und wie gut die sich gegen den neuen Tau-Kodex schlagen, seht ihr jetzt im Video. So, wir haben aufgestellt und zwar auch schon die Mission und die Modelle. Die Tau hier in diesem Viertel und die Chaos Space Marine hier hinten, alles reingedrückt. Ja, wir spielen Deliverance, eine neue Incursion-Mission mit 5 Objectives. Ja, die 3 im No Man's Land und 2 in der Deployment Zone. Und die Spezialregeln dieser Mission sind, dass ab Zug 4 verschwindet eins dieser No Man's Land Objective zufällig und Zug 5 verschwindet ein zweites. Dann Primary Punkte sind wieder 4, 12 oder 8, wenn man 1, 2 oder mehr hält als der Gegner. Und zusätzlich zu dem Primary gibt es noch neu, dass man die Objectives in der Mitte halten muss und man kann erst ab Zug 3 scoren. Also ab Zug 3 geben die No Man's Land Objective 2 Punkte je, dann ab Zug 4 geben sie 3 Punkte und Zug 4 geben sie 4 Punkte. Ja, mal schauen, wie das Ganze rauskommt. Wir beginnen mit dem ersten Zug. So sieht Turn 1 aus von den Chaos Space Marine, die begonnen haben. Und wir haben alles bewegt. Nein, nicht alles. Die sind hier vorne am gleichen Ort geblieben. Die sind hier rüber gelaufen, zum die Banners hier pflanzen. Und die sind rüber gerannt, dass sie in Deckung sind. Dann haben wir hier noch ein Banner gemacht. Und dann macht Fabius Bile noch eine Verbesserung auf die Warp Talents. Stirbt ein Modell. Ja. Und was gibt es? Es gibt eine 4. Das ist das in der Mitte, das heißt, ich kann es, weil ich den Gehilfen dabei habe, modifizieren, wie ich möchte. Das heißt, ich habe Zugriff auf alle und ich nehme +1 Attack. Genau. Ja, dann sind wir fertig und dann schauen wir mal nach der Tau-Movement-Phase wieder rein. Ja, Ende der Tau-Bewegungsphase. Die Breacher, die Crisis sind hier nahe gekommen. Die wollen hier ein paar Sachen lösen. Der Ghost Heal ist nach vorne. Der kann auf die Possessed schießen, ganz knapp. Und ja, hier haben wir auch den bösen Hammerhai.
Oder? Hammerhai. Ja, Hammer. Ja, der will seinen 4+ versuchen, da drauf zu schießen. Und wahrscheinlich den ganzen Trupp fast zu töten. Ja, du machst jetzt Marker Lights. Genau. Mit wem? Wir fangen an. Die Drohne hier. Die Drohne, ja. Sie würfelt mal, dann wählt sie ein Ziel. Nee. Nö. Sie wählt zuerst ein Ziel, Entschuldigung. Aber Ja. sie sieht nur die. Ja. Dann die Pathfinder. Genau. Machen die Action. Aha. Für jeden Würfel ein Ziel wählen in 36. Sie sehen nur die Marines. Ja. Also 10 Würfel. Aha. Und für jedes 3+ gibt es eine Marke? Genau. Also Die haben jetzt wir 8 Marken. haben die 8 Marken drauf. Cool. Ja? Da ich lege mal 8 Marker hin. Ja. Dann machen wir den Rest nicht. Ja. Ah, warte mal kurz. Doch. Dann machen noch die hier, macht noch auf den Trupp. Auf die. Auf den Trupp hier. Ja. Und haben wir auch 2 Marken. Ja. Gut. Gut. Ja. Dann hast du ausgemarkt Light Jetzt wird geschossen. und dann wird geschossen. Wir kommen am Ende der Schussphase wieder zurück. Ich glaube, kein Modell hat auf Reddit so viel Kommentare und Diskussion hervorgerufen wie dieser Hammerhai hier. Also dann das hier. Ja. Das große, lange, dicke Ding da. Ja, und der schießt jetzt in die Chaos Space Marines. Ja. Das heißt, er braucht jetzt einen Marker auf. Genau. Und trifft dafür 1 besser. Genau, und Also wieder minus wieder auf 1. die 4. Ja, wieder auf die 4. Der Und trifft. er trifft, dann wieder die 5. Den Trefferwurf hätte er wiederholen dürfen. Ja. Und jetzt eine 2. Oh, das ist eine 1. Darf ich wiederholen, weil ich Tausept spiele? Ja. Und das ist der 5. Das heißt, ein 4 Modell sind weg. stirbt. Und Ne, das ist der Sarge. Ein Modell stirbt. Und dann kommen noch 3 Mortal Wounds. Und sind die auch weg. ja. Genau, Dann- das ist der Hammerhai. Was hat er noch? Den nix mehr. Sie sind nicht mehr in Reichweite. Ja. Gut, jetzt habt ihr den neuen Hammerhai gesehen. Ja, das ist immer gut. Hm? Wir sind am Ende des Tauzugs. Und zwar, die haben hier einen Trupp Chaos Spaceman gekillt und die haben überlebt. Und ja, der Hammerhai hat die hier rausgenommen. Mit der Hilfe der Rail Rifles Ja, hier. genau. Und dafür hat der Ghost Kill hier nichts gemacht. Also er hat einen Possessed getötet. Einfach eine Wunde runtergejagt. Ja, ich mache sicher mal 8 Punkte und 2 Banner. Und dann kommen wir zu Chaos Space Marine. Let's go! Wir sind am Ende der Bewegungsphase von Chaos Space Marines. Die sind hier rausgekommen, die werden zuerst chargen und sterben. Dann der Kasler mit den Dämonenclown, der ist darüber gegangen. Die kommen jetzt eigentlich raus und haben +1 Attack von beiden bekommen. Und die sind hier beide nach vorne gegangen. Die Possessed sind advanced durch das Strat und sind ultra weit geflogen fast. Die Warp Tunnels natürlich. Und ja. Ja, das ist mein Zug und jetzt kommen wir wahrscheinlich in der Fight Phase vermutlich zurück, weil in der Schussphase wird wenig passieren. Wir sind ausgecharged. Der hat sogar das Abwehrfeuer überlebt, aus irgendeinem Grund. Der Castle ist natürlich auch drin. Hier haben wir die Warp Talents und die Possessed, die drin sind. Ja, wo schlagen wir zuerst? Das werden wir noch herausfinden. 3 Angriffe. 3 Angriffe hat der Ghost Kill. Ja, wir beginnen hier mit dem einzelnen Chaos Space Marine. Oh ja. Der hat Base 2 Angriffe, einer weil er gecharged hat, und 2 wegen den Lightning Claws. Auf die 3. Und der hat kein Icon mehr, weil der leider gestorben ist, aber das 6 ist trotzdem ein Bonus-Attack. Mit allem Reroll. Einmal -2. Einmal. Ja. Wir nehmen es auf eine Drohne. Das ist eine 6. Ja. Dann hat sie es. Gut. Willst du interrupten? Nee. Gut. Ja. Ja, komm. Dann Der Ghost Kill. ich mache einfach noch meine -1 zum Treffen an. So, ja. Kostet dich mit 18 Punkten. Aber nur 1. Er schlagt auf die. Ja. Also auf die. Und die schlagen auf die. Ja. Habe ich -1 zu treffen gegen. Gegen alles im 6. Alles im 6 Zoll von dir hat Ah. -1 zum Treffen. Er trifft einmal. Ja. Auf die Possessed, oder? Ja. Wundet. Wundet. -1. 1, 2 Schaden. Das ist die 5. Die beiden Drohnen. Mhm. Die treffen zweimal. Okay. In die rein. Ja.
Widerstand ist 4. 4. Dann wiederholen wir noch mit Tau. Also zweimal auf die minus 3. Wir kommen beide durch. Schade. Machen gute 2 CP. Wow. Okay, dann schlagen wir zurück. Machen wir gleich die Warp-Talon. Ja, die 2 Bilder noch rein. Ja, die haben alle Rerolls. Gut, Warp-Talons. Und dann haben wir den Charge noch mit 6. Auf die 3 mit allem Reroll. Habe ich auch -1 zum Treffen, oder? Nee, nur im Schießen. Nur im Schießen. Aha. Sind das 3 extra. Und auf die 3, auf die 5 meine ich, mit allem Reroll. Siebenmal, -2. 7 mal auf die 5. Ja. Wir fangen mal mit einer Drohne an. Die stirbt. Ja. Und dann machen wir den Rest nochmal Drohne. Die stirbt auch. dann auf ihn. Oh, er schafft auch nur einen, also fehlt der 4. Ja. Und dann machen wir den Rest noch. Wir sind am Ende der Charge Phase von Chaos Space Marines. Und zwar hat der Chaos Lord 10 Wunden durchgebracht und Willi 2 gefällt. Also 2 unter 4 geworden. Und dann eine habe ich zu Damage 1 gemacht. Genau, und eines zu Damage 1 geworden. Dann hier haben wir irgendwie ein paar Wunden genommen. 8 Wunden und 2 Drohnen umgelegt. Ja. Genau. Und das Banner weg. Genau, wir haben das Banner weggenommen und ich mache 2 Punkte für das Chaos-spezifische, weil ich ein Objekt, das dir gehört, nun selber kontrolliere. Klar. Und Stranglehold mache ich auch für 3 Punkte. Beides 3, oder? Genau. Nein, 2 für das Chaos. Hätte ich dich getötet, wären es 3 gewesen. Ja. Sehr kacke. Ja, das ist ziemlich gut, weil es funktioniert eh mit Stranglehold. Und was ist das für eine Subfaction? Dort, wo Grind und Dings drin ist. Pretty gut. Sehe ich. Ja, und Ja. das war's. Kommen wir zu Tau 2, Zug 2. Ja, die Tau sind nach vorne gekommen. Die sind hier aufs Objective. Der ist zurückgefallen, der Ghost Kill. Shadowsun ist immer noch hier. Die sind auch zurückgefallen. Und der Hammer ist hier nach drüben gegangen, dass er auf meinen armen Castle schießen kann. Ja, und dann Markerleitzeit. Markerleitzeit. Die hier, die muss noch mit hier. Auf die beiden Havocs, auf die beiden Raptors. Ja. Dann die Pathfinder hier oben. Wir machen 3, 3, 4. Nee. 4, 3, 3. 4 auf die Possessed. Keine. Schade. 3 auf den Einzelheinz. 2. Ja. Und 3 auf den Lord. 2. 2. Gut. Ja, dann kommen wir in die Schutzphase. Ja, wir sind am Ende der Tower-Schutzphase. Ja, die sind natürlich weg, der Charakter der einzelnen Chaos Space Marine. Hier drüben sind alle weg. Und das war, glaube ich, alles. Ja, ich mache nur 4 primär. Und wir schauen mal, was die Chaos Space Marine zurückmachen können. Wir sind ausgemoved. Converserker da nach drüben. Der hier schön in Deckung will die zuerst chargen wegen Overfear, denn der Rhino ist bereit, das Abifeuer zu fressen. Der Master of Execution hat das Threat bekommen zum Advancen und Chargen. Die Chosen sind da rausgegangen und beides etwas nach drüben gegangen. Ja, und das ist schon meine Phase. Und ja, wir kommen nach der Schutzphase zurück. Nein, wir machen zuerst Beil. Beil schießt auf deine Krisis. Auf die 3. Trifft nur einmal. Auf die 2. Verwunden nämlich immer auf die 2, außer gegen Vehikel. Da ist die 2. -2. Dann Katzen. 2 Schaden. Fabius Beil. Ja, wir kommen nachher zurück. Wir haben hier die Tau-Feuerkrieger, die Abwehrfeuer geben. Abwehrfeuer auf die 6. Alle Rerolls haben. Ist Tau-Abwehrfeuer immer noch so brutal wie zuvor? Einmal bis jetzt. Aber die haben alle Reroll von Shadowsun. 2-mal, 3-mal. 3-mal, das ist in Ordnung. Ja. Auf die 3. Auf die 3. 2-mal, Tau-Reroll. 3-mal, -3 sogar. Weil du bist in 9 Zoll.
Und die nächste sichtbare Hand. Ui, Schäden 3. Chaos Space Marine mit einem Leben. Geil. Richtig geil. Ja. Charge. Hier ist noch der Charge. Das sind 7. Du kannst immer nicht mehr interrupten. Gegen meine Einwund Chaos Space Marines. Ja, machen wir zuerst den Master of Execution. Komm. Also, ich habe 5 Angriff Base und eine, weil ich gecharged habe. Auf die 2. Keine 6. Auf die 3, weil ich Stärke 8 habe. 5 mal minus 3. 5 mal auf die 6. Dann ist er tot. Explodiert er? Oh. Das ist eine 6, er explodiert. Er explodiert in 6 für die 3. Der Rhino 2 und der Master 3. Hier hat er noch eine Wunde. Mächtig. Gut, und dann machen wir noch die anderen Fights. Der Rhino peilt noch, weil er darf das ja. Ja, wir sind am Ende von Chaos Turn 3. Und wir machen 2 Punkte hier noch für Primär. Und wir machen 3 Punkte für das Chaos-Spezifische, weil wir haben eine Unit gekillt, die ja vom Objective war, und wir haben ein Objective zurückgeholt, das Tier gehört. Das gibt 3 jetzt. Aber kein Stranghold. Kein Stranghold, weil die hier mit einem Modell erlebt haben. Das heißt, ich score jetzt 12 in meinem Zug. Ja, korrekt. Und der Ghost Kill ist natürlich auch gegangen, wie ihr gesehen habt. Wir sind am Ende der Movement-Phase angekommen. Ja, und Willi hat seinen Würfel gedroppt. Tau, was haben wir? Was ist eigentlich passiert? Hast du dich das bewegt? Shadowson macht hier Banner. Ja. Und hat zuerst den alle Trefferwürfel geholt. Er ist ein bisschen nach rüber, der ist rausgefallen und die sind noch ein bisschen nach vorne. Ja. Dann gehen wir zu dem Markerlight. Wir machen 4, 4, 2. Ja. 2 auf die hier. Ja, komm. 4 auf den Rhino. Kommt auch. Und 3 4 auf den... Oh, 4. Ja. Also. Doch, 4, 4. Ja. Ja. Mächtig. Und dann kommen wir in die Schussphase. Wir sind am Ende von Willis Zug angekommen. Die sind gegangen, der Rhino ist gegangen und der Master of Execution ist gegangen. Ja, und das war's. Und dann jetzt... Verschwindet 1. Welches geht? 1, 2 oder 3. Jawohl. Nein. Das hier verschwindet. Das heißt, ich mache nur 4 Punkte. Wir haben ausgemoved und auch schon ausgeschossen. Die haben Advanced und können jetzt chargen mit dem Strat. Der ist hier um den Eck gegangen, weil hier ist ja nichts mehr, muss ich nicht mehr halten, weil haltet hier weiterhin mein Objective. Ja, und kommen schon in die Charge Phase. Wir kommen wahrscheinlich am Ende der Fight Phase wieder zurück. Wir sind am Ende meines Zugs 4 angekommen. Der Greater Possessed hat natürlich den in der Mitte gekillt. Die Korn-Berserker haben da unten aufgeräumt und wieder ein Banner gestealt. Ja, so sieht's aus. Es gibt mir noch 3 Punkte für die Mission, 3, weil ich etwas gekillt habe auf dem Objective und weil ich das Objective zurückerobert habe. Genau, kommen wir zu Tau. Let's go! Wir sind schon am Ende der Tau-Schussphase und Bewegungsphase und Zug, weil der ist schnell. Greater Possessed durch Shadow Sun gestorben und die Korn-Berserker ebenfalls gestorben durch den Hammerhead. Und und dann die haben schon gewürfelt, das Objective da drüben geht weg, also ist es ein Fight um die Mitte. Schade. Ich hätte den Banner gerne behalten. Schauen wir mal, wie das Ganze rauskommt. Ja. Weil ist nach vorne gekommen. Weil will noch ist Supreme Commander umlegen. Genau. Das Einzige, er hat schon mit seiner Pistole nichts getroffen. Und dann Shadowsun will Abfeuer geben. Ihre Fusions. Auf die 6. Ja, mit allem Reroll. Bisher noch nix. Dann die Raketen. Nee. Und dann noch die dumme Burst Flechette Launcher. Einmal bis jetzt. Einmal. Auf die 5. Wundet. Minus nix. Ja, ein Beil auf sich. Ja, hat er. Mit der 3. Beil. Ja, und dann kommen wir am Ende der Fight Phase zurück. Beil hat Shadowsun ins Drohnen gekillt. Also das ist es. Und genau, ich mache hier nochmal 2 Punkte, weil das Objective mir gehört, weil sein Akolyt noch dabei ist.
Und für die 4 für die Mission. Die machen Banner hier. Ja. Und Shadowsun bleibt nach. Weil Sie ist eine Ehrenfrau. Ja, dann schießt sie auf Bein. Bein hat noch mehr Wunder verloren. Die haben einen coolen Melter. Sie gibt sich selber natürlich wieder. Dann treffen wir wiederholen die Melter. Ja. Ja, die Die 2. trifft auf die 2. Ja. Alles. Weil es sind Assault. Und hier benutzen wir den Tower Reroll und Minus- einen CP Reroll. Ja, -4, oder? -4. Also, wie viel Schaden sind das? 3 je. Also 12. Ja. Let's go, Fabius. Es kommt noch mehr. Oi. Ui. Oh ja, Ist auf. Ja, aber leider ist er tot. Schade. Gut. Gut. Ja, das Mach ist. ich dann auch noch. Ja, 4. Und Grind magst du auch noch. Und dann mache ich noch 12 vorher. Ja. Ja, somit sind wir fertig mit dem Spiel. Bei den Chaos Spacemen alles weg. Aber sie haben wahrscheinlich doch nicht so schlecht gescored. Mal schauen, wie es aussieht mit den Punkten schlussendlich. Wie die neuen Chapter Approved Chaos Spacemen gegen den neuen Tau Codex bestanden haben. Ja, ihr werdet es gleich sehen bei der Nachbesprechung. So, wir sind am Ende des Spiels angekommen. Ja. Chaos Spacemen haben gewonnen. Nein, leider nicht. Wie ihr vielleicht schon vermutet habt. Ja, bevor wir zu dem kommen, was ihr alle wissen wollt, wie die neuen Taus sind, kommen wir zuerst zu den Chaos Space Marines. Chapter Oder Approved. besser mal gesagt, zuerst zu den Punkten. Genau. Das ist 84 zu 61. Für Chaos Space Für die Tau. Für Tau. Genau. Zuerst das Highlight an den Punkten und auch schon der Übergang zu den neuen Chaos Space Marine Chapter Approved Sachen. Und zwar das Secondary für die Chaos Space Marine. Richtig. Finde ich gut, habe ich 10 Punkte gescored, auch wenn ich am Schluss noch so ein paar kleine Billo-Units hatte. Zangarella. Ja. Ja, und sein kleiner Lappen. Genau. Really good. Ja. Und dann sonst die Punktkosten helfen wahrscheinlich schon. Ein Punkt mehr als eine Battle Sister auf dem Chaos Space Marine. Ist gut. Warplan, ja, sind immer noch sehr teuer mit 20 Punkte. Aber immerhin Vor allem, wenn sie von 2 Drohnen werden, 2 niedergeschlagen. wenn sie von Drohnen niedergeschlagen werden. Tut weh. Genau, Obliterators habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber könnte ich sicher auch noch. Sind halt immer noch gleich, aber ein bisschen billiger. Ja, das sind immer noch fast 100 Punkte pro Modell. 90 ist halt immer noch. Genau, das war die Chaos Space. Aber ja, ich finde am meisten hilft vor allem das Objective, das neue Secondary. Ja, Das ist sehr gut. absolut. Ja, und dann zu den neuen Town, das was ihr wissen wollt. Wie findest du sie? Das jetzt zweimal gespielt, das erste Mal nach Kamera. Beides mal Tau, einmal 2000, einmal 1000 Punkte, jedes Mal mit Shadowsun. Shadowsun ist gut, nicht zu gut. Ich finde sie gut, aber sicher kein Auto-Include. Du brauchst ein paar Core-Units, die du auch wirklich buffen willst mit Antreffer führen. Teil Broadsides zum Beispiel, denke ich. Ja. Krisis sind natürlich auch geil. Dann sonst die Troops, 10er Troops nur noch. Wie auch bei den Pathfindern. Bei den Pathfindern nervt es mich ein bisschen. Ja. Bei den Troops finde ich es geil. Ja. Die Pathfinder hätten wahrscheinlich die Flexibilität schon noch gerne, dass sie eigentlich Tor könnten und dort. Du musst halt jetzt irgendwie ein gutes, richtiges Gebäude finden, hochlatschen, Markerlights reinhauen und wieder weg. Bridges ist geil. 1 CP, alle Wunden wiederholen. Das lohnt sich auch viel mehr dann auf 10 Modellen, anstatt auf nur 5 oder so. Dann gibst du denen, auch wenn die Krisis schon gekrypiert sind, alle Trefferwürfe wiederholen und dann ist 3+3+, alles wiederholen mit irgendwie 6 minus 2, 1 oder so. Ja, nicht schlecht. Das tut weh. Gerade gegen ein Leben Space Marines. Ja. Und dann die wichtigste Frage, der Hammerhead. Der Hammerhai. Der Hammerhai ist ein Hammer. Nee, er ist schon ein bisschen zu gut. Er ist halt sehr reliable, vor allem mit Tausept. Ich muss sagen, vor allem seine Waffe ist durch die 3 Mortal Wounds erstaunlich versatile. Ja. Du kannst damit. Man denkt so, oh, toll, ein Modell stirbt. Aber nein, es kommen noch 2 Mortals und die killen noch mal 3 Modelle. Ja, und sterben halt einfach, die 4. Nicht, du hast noch eine 6 oder so. Ja. Nee, die sind tot. Ja. Und das war's. So durch One Wound Elite Infanterie ziemlich gut, wenn man da 4 killt. Ja. Oder gegen 3 Wound Elite Infanterie auch. Oder Custodes. Oder Terminatoren. Ja. Custodes. Den könnte es auch wehtun. Die haben vielleicht, wenn sie eine 6 würfen, dann ist es halt viel noch weh. Aber die Dicke kommt durch und legt ein. Ja, definitiv. Und er hat dann auch noch Seitenwaffen. Und so teuer ist er halt wirklich nicht. Und er hat doch 14 Leben. Ich finde ihn recht gut. Ja, ziemlich gut. Nicht so wie der Ghost Kill. Nicht so wie der Ghost Kill. Das wäre jetzt zu der Tau.
Sie gefallen mir. Ich finde es wesentlich besser, auch das mit dem Nahkampfschießen. Du musst nicht immer gerade zurückfallen und irgendwie betteln, dass du irgendwo ein Zurückfallen Schießen bekommst. Ja. Carrion ist geil. Ich muss sagen, bis jetzt fand ich Carrion besser. Ja. Aber Montgar hat sicher auch so seine Stärke. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Wir kommen sicher wieder zurück, falls es irgendwelche neue Änderungen gibt. Und auch sonst kommen wir natürlich wieder zurück. Ich habe gehört, dass Balance Lake kommt irgendwann im Februar. Oh ja. Vielleicht haben wir da eine Armee, die da profitiert. Oder ziemlich nicht profitiert. Mal schauen. Könnte beides lustig werden. Und sicher auch noch ein paar neue Chapter-Proof. Ja, genau. Ja, die neuen Missionen sind auch sehr toll. Ja, gefallen. Macht Spaß. Das war's. Ja. Dann verabschieden wir euch. Lasst ein Like da, ein Abo, was auch immer, was ihr wollt. Schreibt irgendwie, wie toll ihr uns findet. Ja, also vor allem mich. Nicht ihn. Nein, nicht ihn. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Genau. Macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.